Hallo. Das Mikrofon muss da in die Fresse halten, eigentlich ziemlich. Genau, also direkt, also so nah wie ich. So? Ja, das ist schon besser. Das gefällt mir. Hallo, servus, grüß euch, kennst mich noch? Laufen wir überhaupt auf der Kamera? Falle. Nein. So, jetzt laufen wir. Wurscht das passiert die Besten. Ich mache das zum ersten Mal. Ich bin der Profi da drin. Ja, ich habe das nämlich gelernt. Für die Leute, die es interessiert, ich bin ausgebildeter Hampelmann. Auf jeden Fall. Stoß mir nochmal hoch. Schaust mal nochmal. Hilft ja nichts. Ganz schön zusammengesagt, der Marsch schon. Ja, fertiges Glas. Möchtest du etwas sagen, dass ich meine Maske nicht gescheit auswasche oder was? Na, aber wir kochen sehr viel in deiner Küche. Und da hilft das Waschen auch nichts. Du meinst, ihr seid die Einzigen, die kochen in meiner Küche, weil ich koche nichts. Genau. Ja. Du isst ja immer bei der Mutti. Ja, hilft ja nichts. Solange ich noch koche, solange ich darf, wird bei der Mama gegessen. Ich hoffe, das ist nicht verwerflich jetzt in der neuen Zeit. Muss man ausnutzen. Muss man ausnutzen. Du musst wirklich hier so So. fast, also so viel Abstand zum Mikrofon. Ja, für die Leute, die es noch nicht wissen, das ist der Martin. Servus. Der war mit uns im LA-Urlaub und der Kevin ist leider krank. Deswegen ist halt der Martin als Ersatzspieler, sag ich jetzt einmal da. Von der Um mit mir über Ersatzbank. LA zu reden, weil mit dem England kann ich das nicht machen. Außerdem ist der mit Fußballtraining wie Wie immer. immer. Ja, gar keine Zeit mehr. Aber mei, was soll ich sagen? Genau, wir waren zusammen in LA, wir haben mal wieder einen Zuschauer, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr, was mir verboten worden ist. Und ja, genau, wir waren zusammen in LA. Wie war die Erfahrung mit dieser Gruppe nach LA zum Fliegen? Also mit dieser Gruppe, wo wir waren, Ja, unbandig geil. Also ich habe mir auf jeden Fall keine bessere Gruppen vorstellen können. Hat brutal Spaß gemacht, wir haben viel erlebt, viel Scheiße gemacht. Ja, war einfach ein feuchter Traum. okay. Dazu sagen, wir haben viel Dosenbier getrunken. Du meinst viel Dosen Wasser. Ja, stimmt, Dosenwasser, ja. Ja, da hast du auch recht. Ich habe heute übrigens auf mein PayPal-Konto geschaut. PayPal konnte nicht mehr von meinem Konto abbuchen. Deswegen bin ich auf PayPal jetzt wegen Uber 250 Euro minus. Ja. Ich habe meine Kreditkartenrechnung auch gekriegt. Schaut nicht schön aus. Na, diese Minuszahlen machen keinen Spaß mehr irgendwann. Aber Also, wir sind bloß einmal jung. und können bloß einmal 2 Dodge Charger in der Wüste neben LA fahren. Genau. Alter, wie geisteskrank eigentlich. Ja, aber Aber wir fangen jetzt einmal von vorne an. Wir waren das letzte Mal, übrigens tut mir leid, dass das jetzt keine Special-Folge geworden ist, ihr Arschlöcher. Ich habe saufen müssen. Das war die Priorität. wir haben Zeitdruck gehabt. Wir haben Zeitdruck gehabt, ja. Bierdruck. Reiswasserdruck. Druck. Und ja, tut mir leid, sonst waren es halt 2 gewesen. Immer noch Angst, dass die nicht läuft, die Kamera, ich weiß nicht. Doch, da ist rot geworden. Ja, vorher. das ist rot. Okay, gut. Ja. Na, auf jeden Fall fangen wir nochmal von vorne an. Wir sind beim letzten Podcast stehen geblieben, zwar vor dem Eishockeyspiel. Haben wir angekündigt, wir gingen ins Eishockey. Genau. Martin, was ist passiert? Der haben uns über den Tisch gezogen. Aber massiv. Ja, Genau. Karten haben nicht funktioniert. Haben es nochmal probiert. Hat auch nicht funktioniert. Haben dann das Eishockeyspiel leider nicht gesehen. Aber haben uns dafür übel die Birne weggeknallt. Und haben uns da den Urlaub nicht versauen lassen, oder? na, ich habe auf jeden Fall viel zu viel Geld in der Brauerei lassen. Wie viel hast du da Zeit? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich für mein Bier allein 50. Ja, auf jeden Fall sind wir dann von dem Eishockeystadion haben wir gesagt, ja, das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen. Das hat sehr schön. Da ist halt der Maxi dann da gewesen und hat gesagt, wir gehen jetzt durch Downtown und genießen jetzt den Sonnenuntergang, weil wir können jetzt nicht heimfahren. Ja, war halt schön. Dann sind wir durch Downtown gestreift, sind einmal von einer Person so ein bisschen angegriffen worden. Oder besser gesagt, so eine Mutter und ihr Kind von einer Person angegriffen worden. Thomas war bereit.
Ich war so, Alter. Die Fäuste waren geballt. Ich schwöre es. Der hat nichts gehabt. Was soll er denn gehabt haben? Das hat dann lustigerweise danach ausgeschaut, weil von hinten ist nur mehr so ein Typ gekommen, der dem ja eine Oberkanne hat dann. Das hat dann ausgeschaut wie so Amateur-MMA-Fight, so auf richtig billig. Wo, der eine Typ, wirklich, der war komplett krank im Kopf, der war einfach nur komplett auf Drogen oder so, ist die ganze Zeit auf die Leute zugesprintet, gell? Und dann sind die Mutter und ihr Kind weggelaufen und von hinten ist so ein anderer Typ gekommen und wo der einfach nur vorbeigeht, dann wird der angekupft, dann schmeißt der seine Tüten weg und steht dann so da, haut ihm eine runter, bringt ihn zum Schwanken und dann steht er die ganze Zeit so da und macht den hier, Ja, ohne einen MMA-Fighter. Move. Wirklich, unfassbar. Ja, das war wunderschön, das so zum Schauen. Und ich meine, wenn der eine Typ was gehabt hätte in der Tasche, hätte er spätestens dort gezwungen. Ja, dann schon. Weil der war da absolut am Verlieren gewesen. Aber ich war bereit gewesen. Ich hätte vielleicht aufs Maul gekriegt. Vielleicht. Aber wir waren ja mehrere Leute. Ja, genau. Also ich kann mir halt vorstellen, dass dann, keine Ahnung. Also ich war weglaufen. Autsch, danke. Na, Spaß. Ich kann mir ja vorstellen, dass der Kevin wenigstens probiert so. Ich kann mir Kevin da richtig lustig vorstellen, dass der von hinten kommt und dann auf den Typen draufspringt und richtig laut schreit und versucht, ihn mit den Augen zuzumalten oder Ja, sowas. Kevin zuerst so, halt meine Prada-Brille. Der war dann von hinten gekommen wie so ein verfickter mexikanischer Spider-Man, Ninja, Entschuldigung, und war halt von hinten gekommen, er hat dann so die Augen zugehalten und hat gesagt, Ja, einfach Finger ins Auge. ja, der hätte nur noch darauf gewartet, dass wir versuchen, auf den Typen einzutreten, weil Ja. ich kann mit den Händen nichts anfangen, ich kann bloß treten. Ja, Treten ist halt einfach, Ja, ist so. ist einfacher. Hast du dir am Eishockey nie geschlagen oder warum warst du weglaufen? Nee, ich war ja nicht weglaufen. Ich bin schon geschlagen. Aber im Eishockey kannst du halt einfach nicht retten. Wenn du im Eishockey trittst, war es ja blöd. Da bist du raus. Und der tot. Wahrscheinlich. Ja. Na, das war sehr lustig. Da haben wir auf jeden Fall dann auch die Straßenseite gewechselt, weil uns das ein bisschen zu bunt geworden ist. Mit einem lautes Auto habe ich noch gesehen. Sehr viele laute Autos. Ja. Waren ein paar. Oder in Downtown. Ja. Und dann sind wir halt da durch, haben noch ein paar Crackies, ein paar Fentanyl-Leichen gesehen. Das war noch sehr lustig. Fentanyl. Und dann haben wir ein glorreiches Wahrzeichen in Downtown LA gefunden. Und das war ich weiß den Namen nicht mehr, Brauerei. Und das haben wir dann rein, war extrem grübig. glaube ich. Na, Herbert Brauerei. na. Kief? Sag was? Karl Strauß. Karl Strauß Brauerei. Karl Strauß Brauerei. Hätte ich gar nicht Deutsch. Na. Und das haben wir dann rein und richtig cooles Ambiente mit richtig viel Fassel und so ein Scheiß. Dann haben wir da Bier gesoffen. Zwar nicht wenig Bier. Und haben dann einfach unseren China umgemacht, bis wir dann abgeholt waren sind von unserem Uber. Ja. Und dann sind wir heimgefahren. Haben da geiles Pudel gemacht. Stimmt, ja. Beim Hydranten. Der Hydrant war wichtig. Ja. Irgendwie erinnerst du mich auf den Beutel an die Pixar-Lampe. Danke. Er will Ach, die Pixar. Also, zeig dir einen Mittelfinger. Er will es bloß mal kurz gesagt haben. So. Na? Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Leck mich am Arsch. Boah. Ja, was war an dem Tag noch? Haben wir irgendwas gemacht außer Bier getrunken? Na, wir sind heimgefahren. Mit einem, ich glaube, war das nicht auf dem Rückweg? Ach, das war auf dem Rückweg, das mit dem russischen Doktor, der Typ, der aus Russland gekommen ist und gesagt hat, er macht jetzt seinen Schein im College und sowas, damit Ach, der, wo uns gefahren hat, der Uberfahrer? operieren muss. Ja. Ach so, ja. Der hat so dumme Scheiße, glaube ich. Beim Zurückfahren habe ich geschlafen. Ich nicht. Ich habe mich sehr lange mit ihm unterhalten und wir beide waren ungefähr auf dem gleichen englischen Skill-Level, von dem her ist der Chor. Du kannst es nicht, er kann es nicht. Ja. Du mit ein bisschen Deutsch, er mit ein bisschen Russisch drin. Ja, es ist halt geisterkrank, weil es ist halt nicht zu einem Ergebnis gekommen. Es war halt am Ende einfach nur so, Keiner gewusst, ja. was der andere mag. genau, ja. Ich habe einfach gesagt, okay, du bist aus Russland, jetzt in die USA und bist Uberfahrer. Und Doktor. Irgendwie. Doktor, ja. Ich weiß aber nicht, warum ein Doktorfahrer Uberfahrer macht. Warum ein Doktorfahrer Ein Uberfahrer Doktor Uberfahrer macht. Ich weiß auch nicht. Na, keine Ahnung. Ja, und dann sind wir heim, haben auf jeden Fall noch ein paar Dosen Bierli vernichtet. Betonung liegt auf vernichtet. Ja, ich glaube, der Kevin hat noch 20 geschotgunnt. Ja, und Gefühlt. 10 oder 30, ich weiß nicht mehr. Ja. Hier den Kopf ballert. Ja. Ich war auf jeden Fall noch ziemlich am Arsch nach dem Abend. Ja, ich glaube, wir zu dritt, du, Cassie und ich, das waren die. Oder das war doch der Abend,
wo wir so früh ins Bett gegangen sind. Nicht? Nein, der Pulled Pork Abend war das, wo du und Cassie so einpennt seid nach dem stimmt, Whirlpool ja. und ich mich auch kurz hingeflaggt habe. Nach dem Whirlpool. Aber ich bin dann wieder auferstanden und dann bin ich erst ins Bett gegangen. Das muss man. Nee, ich bin Ja. nicht auferstanden. Na, Alter, du warst ja so alt. Ich war komplett out. Du warst ja in einem Bautrag, haben wir das ja mitgekriegt. Also sagt sie alles übrigens unsere Vlogs. Der Martin ist nämlich ein oder mehrere Male von Kevin sexuell im Schlaf belästigt Zweimal. worden. 2-mal. Schlimm. Ja, 2-mal von denen du weißt. 2-mal die gefilmt wurden. Du, wer sagt nicht, dass ich mal mit dir kurz kuschelt habe? Ha? Da hätte ich aber nichts dagegen. Der Arschloch ist ganz schön feucht, wenn du schläfst. Ja. Na. Ich glaube, dann seid ihr noch auf der Couch gelandet und habt zum Film geschaut oder so. Es hat das geile Video entstanden. Oder du hast Cassie, das war. Oder warte. Was für ein geiles Video? Das mit Kevin. Okay. Na, das war an dem Eishockey-Tag in der Früh, war das. Da kriege ich mich gar nicht mehr. Ich habe das halt wieder angeschaut, diesen Trailer, wo du geschnitten hast. Bin abgehackt. Sagt sie morgen übrigens um 21 Uhr auf YouTube. Einschalten. Ja, genau. 3.4. Ja. Hey Kevin. Der Kevin. Der hat schon wieder PMS. Was ist das? Der hat seine Wu. Was das Wu heißt? Na. Virginity out of order. Das heißt Vagina out of order. Das ist die Tage. Er hat seine Tage. Ich glaube, dass der Kevin, Männerschnupfen. ich glaube, dass der Kevin einfach nur so ein brutaler Autist ist, dass es ganz leicht schafft, einmal zwischen 8 bis 14 Tage einmal durchzumachen, komplett auf seinem Höchstlevel zum sein, zum Saufen, rumzuschreien, Party zu machen und zum Dancen und Ding. Da ist der Kevin echt ganz gut drin. Aber ich glaube, dass es in LA einmal falsch angestellt hat und jetzt deswegen hat es ihn so zusammenlassen. Weil der da wirklich 8 Tage komplett Vollgas geben. Einen Tag hat es noch zusammenlassen. Ja, das war ja der Tag, richtig wo wir fertig. im Observatorium waren, glaube ich, oder? War das der Tag? Ja. Da ist er dann noch, da hat es ihn zusammenlassen. Ich glaube, Mit dem deswegen. Energy Shot dann. Ja, stimmt. Da hat er 3 von diesen scheiß 5 Stunden Energy Shots gesoffen und ich Aber die waren verstehe. brutal. Die waren gottlos. Ich habe einen gesoffen Ja. Ja. und ich war wirklich so, mir geht's gut. Also ich bin wirklich. Der ich bin wach. schlacht aber erst danach ein. Ja, der braucht ein und Weilchen. Dann denkst du, fuck, wie soll ich heute schlafen? Das sind wie diese Lavendeltabletten von der Annabelle. Der Ich habe mir wirklich Lavendelrülpser. im Flieger habe ich mir wirklich gedacht, so, also sie hat die ganze Zeit geredet davon, dass sie Lavendelrülpser hat. Dann hat sie mir auch so Tabletten davon gegeben und dann da habe ich auch Lavendelrülpser gehabt, das war geil. So, und das auf Bier ist wirklich mir nicht hat's- so empfehlenswert. Sie hat immer gerülpst und dann hat sie mir gesagt, Martin, und dann hat sie mir mal ins Gesicht gepustet. Das klingt Aber- viel ekliger, als es war, aber Es hat tatsächlich nach Lavendel gerochen. ja. Die Magensäure hat einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Guter Job, ja. Oder die Tabletten. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall nach dem Tag, wo wir im Eishockeystadion sein wollten. Was haben wir da gemacht? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe komplett den Peil verloren. Annabelle schaut gerade nach. Sie schaut, okay, ja, okay, Überbrückung, wir sind aufgestanden in der Früh, bestimmt irgendwann. Ich hab Der Maxi ist bestimmt 3 Stunden wieder in seinem Sessel drin geguckt und hat sich keinen Zentimeter bewegt. Vielleicht habe ich die Leute mit dem Feuermelder aufgeweckt. Das war, da waren wir einkaufen. Das war, wo es so heiß war. Das war am Montag. Das wo wir war der nichts Tag, gemacht wo haben. wir eigentlich zum Venice Beach wollten und dann Aber daheim es zu geguckt heiß war. sind. Oh mein Gott. Aber was ist da passiert? Das haben wir bloß daheim geguckt War eigentlich, das ja? nicht, Da haben wir Fotos nicht gemacht. der Pulled Pork Tag? Das war dann Sicher? Mittwoch, oder? Mittwoch Na, Pulled Mittwoch Pork. haben wir Brisket gemacht. Donnerstag haben wir Brisket gemacht. Dienstag waren wir Venice Beach. Sonntag haben wir Pulled Pork gemacht, glaube ich. Sonntag oder Samstag. Alter, dieses Pulled Pork war echt geil. Das Und war bevor geil. es das gegeben hat, bin ich schlafen gegangen. Also, ja. Ja. Ja, Das ist eine Alter, dieses Frechheit. Bild müsst ihr euch ja mal vorstellen.
weil ich muss mir auch vorstellen, ich war nämlich nicht dabei, so, ich höre einfach nur am nächsten Tag so von denen, wie viel war es, 3, 4, die waren noch Zu wach? viert. Oder? Kevin, der Bene, ich und Der Maxi. der Maxi, glaube ich. Ja, dann waren es zu viert. Und zu viert sind sie wie verfickte Bären, sind die um diesen scheiß Pulled Pork Backofenblechkack rumgestanden und haben sie da alle alles runtergefieselt. Und einer war brotneidiger als der andere, habe ich gehört. Ja, total. So kein Wunder, mich darf es nicht wundern, wenn der Kevin irgendwo Bissspuren hätte. Ich Hat er, hab dich glaub ich, verwechselt sogar. mit dem Pulled Pork, weil du Ich glaube, auslegt. der hat sogar ein paar Bissspuren, aber Von dir. das war halt ich und Ja. das war nicht vom Essen. Jesus, der arme Bub muss so viel mitmachen und das ist so Stimmt geisteskrank. tatsächlich. Aber er liebt es. Ja, er ist da irgendwie geil drauf. Er liebt den Schmerz. Ja, ich glaub, ja. Glaubst du, dass sich der Kevin mal drauf einen runterholt? Auf so diese Vorstellung, dass er geschlagen wird Ja, und bissen. ja. Nein, ich Safe. mein so wie so ein Reflex, so keine Ahnung. Es gibt so. Ein Reflex, dass er sich auch runterholt. Ja, genau. Also er kriegt dann die Oberkant und dann muss er schnell, scheiße, ich muss schnell ins Bad und jetzt ist er wieder Voll. Kann ich mir voll vorstellen. da. Also, ich meine, das da denn nur Sinn ergeben. So schnell Speedy Gonzales und weg. Also so viel Energy Shots, wie der gesoffen hat, kann der das auf jeden Fall so schnell. Der holt sich so schnell einen runter, wie wenn du bei dem iPhone Dreifachgeschwindigkeit einstellst. Von 3 von. Ja, Entschuldigung. Ich kann schon. Ja, ich habe halt auch meine Schäden aus LA mitgetragen, okay? Ich glaube eher, dass das Bier gescheit ballert. Es ist so schön. Das Deutsches ist Bier mein zu trinken. erstes deutsches Bier seit Amerika. Mein erstes normales deutsches Bier. Ich war gestern schon da. Hab mir Ja, Bockfutzen. Bockfotzen eingeballert. Hab nicht mehr heimfahren dürfen. Annabelle hat mich heimgefahren. Und ja. Aber das erste normale Bier war sehr schön. Ja. Es ist schön. Ich Es ist liebe schön, es. ja. Es ist geil. Na, es ist einfach ein Traum. Müsst ihr euch mal vorstellen, so in Amerika gibt es echt nicht viel Bier, was du saufen kannst. Wir haben ein paar Biere gefunden, meiner Meinung nach, die man saufen kann. Ich finde, das Budweiser ist meiner Meinung nach immer noch das Corona. billigste Bier, was man saufen kann, was vergleichbar zum Hellen ist. Corona. Corona ist nicht vergleichbar zum Hellen. Na, das nicht, aber es ballert. Und du weißt, dass Corona ballert. Dir schmeckt's nicht, ich weiß. Ich hab's nicht gesoffen. Ja, weil es dir nicht schmeckt. Ja. Ich habe mir lieber 20 Kannen Budweiser reinballert. Ja, die wo nicht ballern. Aber was ein richtig gutes Bier ist in Amerika, ist das Coors. Das war richtig gut. Wo haben wir das gehabt? Das war das, wo wir die mit kleinen Brauerei. Flaschen gehabt haben. Ach, das ja. Das was bei Karate Kid. Cobra Kai. Cobra Kai, Entschuldigung. Habe ich nicht angeschaut. Es tut mir Mach leid. das. Nein, das Bier war gut. Das Bier war wirklich gut. Da kannst du nichts sagen. Das Ultra hat mir auch noch ganz okay geschmeckt, aber mein Budweiser bleibt in Ja, Amerika vom mein Ultra Favorit. habe ich nicht so viel getrunken. Ja, vom Ultra habe ich richtig Dünnschiss gekriegt, das weiß ich noch. Er hilft nichts. Das müssen die leider wissen. Auf jeden Fall. Die Fans wollen das wissen. Die Fans müssen. Sie wollen. Wollen und müssen. Können wir uns darauf einigen? Passt, ja. Ja, auf jeden Fall, den Tag danach sind wir zum Venice Beach gefahren, beziehungsweise haben wir da unsere Dodges geholt. Haben wir unsere Dodge Charger abgeholt. Alter, war das ein surrealer Moment. Wir sind da erst einmal gefühlt, Muss ich jetzt kurz was einschmeißen? ja, schmeiß ein, aber red lauter. Ja, mach ich. Okay. Ich würde nur so ein bisschen leiser reden. Also, das Mikrofon tut sich schwer damit. Also, ich in der Früh aufgestanden, habe mir gedacht, was für Autos holen wir uns? Ich so, ja, schauen wir also durch. Thomas sagt, ja, Kim, ein Minivan. Das war klang nicht doch. ich. Da muss ich jetzt einschmeißen. Das war nicht ich, das war der Maxi. Es waren sie ja beide. Das Du war, hast es am Entschuldigung, Anfang auch nein. gesagt. Also ich hab gesagt, ja, es darf Sinn machen. Und dann habe ich gesagt, aber so ein Dodge Ram, dann will mir das Spaß machen. Ja, also 2 Dodge Ram wären auch geil gewesen. Ja, und das habe ich die ganze Zeit gesagt, weil der Kevin Aber ich irgendwas glaub, gesagt hat Ram mit hat's nicht 80 am Tag. Ja, Ja, den hätte es bei 6 gegeben. haben wir eigentlich bei AXS oder wie das heißt? ACE. Ace. Ist. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, da gibt es einen Dodge Charger für den und den Preis. Schauen wir halt. Dann ich bestellt, Maxi bestellt, hingefahren, abgeholt,
Geil war's. Ja, wenn es so schnell gegangen war, aber wir haben da ungefähr 1,5 Stunden bei diesem scheiß Car. Geil war's. Ja. Wir sind da gestanden, haben erst einmal 1,5 Stunden gewartet, weil da so viele Urlauber waren, diese scheiß Dreckstouristen. Wir sind ja schon Einheimische, von dem her, wir sind keine Touristen mehr. Also der Kevin. Außer der Kevin, der ist Mexiko. Und wir haben ewig lang gewartet. Dann ist der mit der Preislisten gekommen. Dann haben wir alle erst einmal gemeint, der zeigt uns jetzt komplett über den Tisch. Weil wir alle irgendwie mit $70 oder sowas am Tag für jeden gerechnet haben. Und dann kommt das so mit so einer exorbitant hohen Summe. Und dann stellen wir den Beni so daneben und dann rechnen wir das kurz aus. Und so, hä? Wir kommen bloß auf $47 pro Tag pro Person. Oder wie Maxi jetzt dann sagt, das ist so brutal. Ja, auf jeden Fall haben wir die Kahn brutal. So geil. So geil. Auf jeden Fall haben wir die Kahn richtig billig geschossen. Voll. Und Und der das- Typ, bei dem wir waren, der war voll nett. Mr. Martin, can you sign this? Ja, Mr. Ja, Mr. Und- Es war schön. Und dann sind wir da rausgefahren aus dem Parking-Lot. Dann sind wir erst einmal von den Mitarbeitern noch angefeuert worden, Ja, die uns da rauslassen haben. Die haben das komplett geil gefunden, dass Man wir muss jetzt mit davor 2 Dodge sagen- Charger. wir sind da gestanden, die ganze Zeit in der Schlange. Und wir haben ja davor diese Autos halt reserviert quasi. Und dann haben wir immer so mitgefiebert, ja, welche Autos fahren jetzt weg? Bleibt unser Charger da, den wo wir wollen? Und dann ist der Rote ist auch noch da gestanden, den hat dann ein Maxi gekriegt. Und ich habe so einen Orangenen gekriegt. Die Farbe heißt Go Mango. Habe ich auch noch nicht gehört. Richtig. Aber war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ich glaube, unvergesslich. Ja. Das Lustige war, dass wir 2 Minuten nach Einstieg in das Auto den Launch Control ausprobieren wollten. Burner gemacht. Es hat nicht funktioniert. Wer programmiert das ein scheiß Launch Control ein, wo steht Bremse drücken und Gas drücken, dann macht er das und dann macht er einen Burnout. Aber die geht anders. Ich habe Activated Launch Control. Ja, aber du musst Bremse drücken und dann ganz schnell aufs Gas. Dann, Und das habe ich dir 100 Mal gesagt und du hast es nicht gemacht. nee, beim Burner gemacht. Ja, aber es hat funktioniert. Martin ist auf jeden Fall so drin geguckt. Ich habe echt am Anfang Thomas, schau mal. brutal Thomas, schau zugehört. So. Irre. Das war so geil. Und dann sind wir auf jeden Fall auch in den weit entferntesten Walmart gefahren, in den ich jemals gefahren bin in scheiß L.A. Wir sind da eine Stunde hingefahren, in die entgegengesetzte Richtung vom Venice Beach, was ich bis heute nicht verstehe. Und dann haben wir nichts jetzt? gekauft. Ja. Ach so, doch. Football. Und ich habe $100 für Snacks ausgeben. Für 3 Personen. Na, das war nicht an dem Tag. Das Doch. war am Tag danach, wo wir in Joshua Tree gefahren sind. Echt jetzt? Irgendwann, das war. Wir haben in Walmart nichts gekauft, Scheiße, außer dem stimmt. Football. Ach, Walmart, ich dachte Target. Jetzt Na. Und dann sind wir zum Venice Beach gefahren und dann war so beschissenes Wetter und es war windig und es war kalt und keiner hat Bock gehabt. Dann haben wir gesagt, wir fahren dann nur mal hier in einem Sunny Day. Jokes on us, wir sind nicht mehr hingefahren. Aber der eine Tag hat mir tatsächlich erklangt. Annabelle hat den Traummann gefunden. In einem Weed Store. Stimmt, der Der hat langhaarige so Wichser. geschaut. Ja, der langhaarige Wichser, der einmal so kurz hier so den hier gemacht hat. Okay, Entschuldigung, er hat eine Man-Bun gehabt und schöne Augen und hat sich trotzdem so angeschaut. Weißt du, warum der schöne Augen gehabt hat? Was, warum? Weil er brutal stoned war. Ja, Alter. Ich glaube, der hat Annabelle 3-mal gesehen und ich dachte, mit denen schirbe ich halt Die, noch. die 3 sind scharf. Drillinge? Jackpot. Ja, wir haben uns auf jeden Fall einen viel zu schwachen Joint gekauft. Ich habe gar nichts. Also, gut, ich war auch mal ganz lustig das war drauf. bloß ein CBD. Ja, aber ich war auch mal ganz kurz drauf. Das war lustig. Ich bin einmal da geguckt und hab nur noch kichert. Das war toll. Also Ja. war nicht lang. Na, es war echt nicht lang. Ich glaube, weil ich gespielt habe, auf den Kevin dann sauer zu sein, und dann war ich wirklich sauer. Das war dann das Problem. Cassie hat nichts gespürt. Die ist ja gewohnt. Ja, ich glaube, dass die auf einmal ich glaube, dass Cassie so ein Mensch ist, die normalerweise 10% ihrer Gehirnkapazität aktiviert hat und dann hat sie den Joint gemacht, um nachzurechnen und dann hat sie auf einmal 11 gehabt. Das ist Mann. Komm. Cassie, Cassie, wir lieben dich. Ja. Tun wir wirklich. Aber wir machen Witze über alles und jeden. Alles. Ja. Deswegen bin ich ja nicht rassistisch, nur weil ich Witze über Schwarze mache. Ich mache auch Witze über Weiße. Und über Mexikaner.
Also Latinos, Chinesen, Japaner, Koreaner. quasi bist du Rassist. Na, du musst immer überlegen, bist du rassistisch, wenn du alles beleidigst? Weil Du Rassismus bist halt ist rassistisch gegenüber allem. ja, aber Rassismus ist ja bloß, wenn du eine Personengruppe ausschließt, da ja keine Personengruppe ausschließt, sondern jede Personengruppe ausschließt, kann ja nicht rassistisch sein. Doch. Ja, okay. Du schließt jede Personengruppe aus, sogar deine eigene. Ja, eben. Deswegen bin ich ja nicht rassistisch gegenüber meiner eigenen. Ja, eben. Kann ja nicht. Gegenüber deiner eigenen nicht. Ach komm, leck mir am Arsch. Ich will bloß einen lustigen Witz mit den Gehirnzellen machen. Ist okay. Das ist schon wieder verflogen. Der Ja. war aber gut. Ja, danke. War gut. Ich glaube, dass Cassie auf jeden Fall ein paar Nullen vergessen hat bei ihrer Rechnung. Oh, sie schaut den Podcast eh nicht an. Na, dann passt's ja eh. Sie ist dumm. Martin, Spaß. du geh. Sowas sagen, wir beleidigen hier keine Personen direkt. Niemals. Außer ein Kevin. Außer Kevin. Na. Und nachher, wir sind am nächsten Tag sind wir in Joshua Tree Park gefahren. Das war so geil. Vor allem, es war bewölkt in L.A. und dann sind wir rausgefahren, auf einmal ist die Sonne aufgerissen und dann ist es mega warm geworden und wir sind dann durch den Joshua Tree Park durchgefahren und Sonnenuntergang. Dann haben wir Rolling Shots mit den Autos gemacht, sind nochmal auf ein paar Sterne raufgeraxelt. Seht sie auch noch, hoffentlich. Was? Lädt sie ihn hoch? Ja, das ist alles im Vlog, ja. Das Der kommt alles noch in Carporn? die Vlogs. Ja, der Carporn. Aber den ja. lädt sie ihn extra hoch? Na, der kommt im Vlog. Den Carporn seht sie auch noch? Vielleicht kommt er extra auf Instagram. Auf verschiedenen. Ja, Profilen. vielleicht machen wir einen Collaboration-Post. Mal schauen. War schon witzig. Dann wir sind da durchgefahren und Sonnenuntergange und dann sind wir da durchgefahren und haben ein paar Rollers gemacht, haben ein paar Drive-Bys gemacht, damit wir ein bisschen Sound her und so einen Scheiß. Sehr geil. Und dann steht der Martin neben mir und sagt so, ich habe nur noch 20 Meilen auf der Uhr. Ja, Und dann ging die dramatische Mission los. mein Tank war leer. Der Tank war leer. Wir hatten kein Netz. Bin dann so mit 30 Meilen hinterm Bene hergefahren. Bin Windschatten. Windschatten, genau. Dann ist mein Tank auf einmal ein bisschen hergegangen. Dann waren wir tanken für 70, 75 Ja, Dollar. Alter, die Preise, die kannst du gar nicht vergessen. $70 ist ja nichts. Für Volltanken. Gallons. Ja, Das klar. darfst du nicht mit uns vergleichen. Ja, es ist trotzdem knapp über €1 pro Liter. Das ist gut, ja. Ja. Für Benzin. Ja, das ist so krank. Und dann haben wir da Volltank und es war so warm und dann bin ich in die Tanke rein, hab mir 6-Pack Budweiser geholt. Dann war da so ein geiler Typ mit seinem BMW da, Ja, der ultra war's laut war und die ganze Zeit, der hat die ganze Zeit Scheiße gelaufen und hat gesagt so, lauter geht nicht, lauter geht nicht. That's all I got. That's all I got. Der war trotzdem richtig laut und dann ist er weggefahren und war noch viel lauter. Ja, das verarscht. Und ich hock dann schön vorne im Beifahrersitz mit meinem Sixpack, obwohl ein Sixpack war hinten bei den Damen. Und Annabelle hat mir dann immer sehr, sehr zuverlässig und sehr, sehr freundlich ein Bier vorgegeben. Dann habe ich es getrunken, Also, wie habe ich es es zurückgegeben, dann habe ich noch ein Bier gekriegt. Und nach 2 Bier habe ich mir echt gedacht so, fuck, ich spann echt was. Das war schlecht. Dann haben wir mit dem Maxi noch ein bisschen Rennen gemacht auf der Straße, bis er dann abgebogen ist, weil sie müssen ja einkaufen fahren. Ja, wir haben noch illegale Straßenrennen gemacht, falls es nicht interessiert. Ja, aber das zählt nicht, wenn der andere ein Freund ist. Genau. Das jetzt auch so sagen. Aber dieser Vibe war so geil, weil es hat wirklich einfach nur so 23 Grad gehabt, mitten Ja. in dieser scheiß Wüste. So es war geil. nichts los. Es war da vierspurige Das ist- Landstraße. Das war wie Sommer in Deutschland so. Ja, Also Hochsommer in Deutschland. Nur, dass bei denen mehr zwar. mehr jetzt war. Ja. Und dann fahren die wirklich diese 2 Dodge Charger, die wir uns rausgelassen haben. Und wir sind ja, wir Typen, oder auch die Madeln sind ja auch, sind ja alle irgendwie ein bisschen autogeil, sag ich jetzt einmal. Und Auf wir waren, jeden dann, Fall, ja. wir waren dann alle so, sind dann drin gehockt und haben den Spaß und so des Lebens gehabt. Besonders der Martin ist gefahren und der Maxi ist gefahren und die schauen sich so, und ich sehe einfach nur, ich schaue zu Martin über, ich sehe einfach nur dieses Grinsen, wie es über beide Ohren hinaussteigt, gell? Und der Typ hat sich nichts gefallen lassen. Meinst du, der hätte sich einmal überholen lassen? Na. So lieber mir nicht bricht er gefallen. 20 Gesetze, als sich von Maxi überholen zu lassen. Ja, Denn er ist Dominic Toretto. ich bin Familie. nur die Familie zählt.
Na, vor allem, es zählt halt auch nicht, wenn man selber schneller fährt, sondern, weil Polizei hat die mit 100 Meilen per Hour überholt, wo du 90 schon gefahren bist. Also, zählt das auch nicht. Na, Also, ist ja eh wurscht, was du machst auf Nacht. Ich glaube, sobald die Sonne untergeht, zählen die ganzen Gesetze zählen einfach nicht. oder nur die Leicht Hälfte. schießen rum in der Straße. Stimmt, ja. Aber ich glaube, Glaubst du, das ist der Original Gangster, der One-Way? Glaubst du, dass der da dabei war? der One Way war es, wo wir in Deutschland von und der Goosebumps. Der Blackjack. Das sind wirklich so, es waren ja Crips. Ja, ja. Die waren ja allesamt waren ja Crips. Aber das hast du null gemerkt, wenn du mit denen so geredet hast. Ja, außer, dass er halt ein blaues Kopftuch aufgehabt hat. Und Ja. Gang-Tattoos. Und dass er halt auf die zurückkam und gesagt hat, I'm an OG, you know what that means? Original Gangster. Original Gangster. Ja, ich hab danach noch mit so einem Streetworker, Ja, genau, ja, den habe ich auch mitgekriegt, ja. der war auch ganz kribbig. Der hat dann so ein bisschen über L.A. geredet, was wir da so machen. Saufen. Ich weiß nicht, was die von Deutschen erwarten. Ich komme nicht nach L.A., um die wunderschöne Architektur zu begutachten. Ich komme nach L.A., Um das schlechte Bier zum Trinken. irgendwo in der Straßenecke Fentanyl zum kaufen, mir komplett umzunieten. Also, Das ist mein Ziel. Habe ich leider das mal nicht geschafft, aber wir haben Straßenweed gekauft, das wir nicht geraucht haben. nicht geraucht. Wo habt ihr das eigentlich hier? Keine Ahnung, das muss Cassie fragen. Ich hab's nicht weggeraucht. Annabelle hat das in die Palme reingeschmissen und dann war es auf einmal weg. Hey Martin, Ja. sag's kaum, aber da vorne auf dem Tisch liegt's. Geil. Warte. Unterhalten wir die Leute. Thomas, das ist ein geiler Arsch. Was? Oh. Thomas hat wirklich krass da. Ist doch ein Zollganger. Haben gesagt, das passt. Echt jetzt? Nein, ich glaube, das hat sich der One-Way einfach auf die Nacht mehr wiedergeholt. Das ist groß. Dann noch kurz bei der Cassie vorbeigeschaut. Ja, bei der Annabelle im Zimmer. Ja, die werden sich gefreut haben, uns nichts davon gesagt haben. Weil der Typ auf einmal mit so einem Ding da gestanden ist. Nein, es war keine 9 mm. Es waren 90 Zentimeter. Entschuldigung. Ich glaube, dass der Blackjack angerissen hat, wieder One-Way. Ich glaube, dass die alle echt richtig dicke Elefantenpenisse haben. Und solche Cojones. Alter, ja, es ist so. Richtige Handvoll. So Straußeneier. Ja, zwei Straßen. Die Proteine, Martin, die Proteine. Boah. Alter, ja. Na, das war auf jeden Fall eine gruselige Begegnung mit denen. Weil Ja, wie aber- gesagt, die haben uns also- Gras verkauft, die waren ja eigentlich ganz nett. Wir haben mit denen Bier gesoffen, Zigaretten geraucht und dann haben wir irgendwie Angst gehabt, dass sie uns nach Hause Ja, verfolgen. es war halt erst danach gruselig. Davor war es cool. Ja, davor war es cool, danach war es gruselig. Waren halt so zwei, ich würde jetzt gerne den Slang benutzen, aber ich bin weiß, deswegen weiß ich, dass mir das angehängt wird. Es waren also zwei Typen in einem Auto geguckt und haben halt der Cassie das Gras verkauft und es war halt ein bisschen, Ach, du meinst das Wort? ja, Okay, ich passt. wollte halt Hut, Nein, ist okay, passt. sagen. Ist okay. Ja, der wäre nicht im Internet. Nicht? Na, Ach, stimmt. er ist verboten worden. Gut. Seitdem es dieser Bürgermeister damals gesagt haben, darf man es in Deutschland nicht mehr sagen. Wir sagen es nur auf OnlyFans. Folgt uns jetzt. Abonniert. Na, es war dann, wir sind halt dann zurückgegangen und dann war es halt gruselig, weil dann auch der One-Way die ganze Zeit so gefragt hat, so, ob der Annabelle noch Single ist und so ein Scheiß. Ja, und Das ist, und dann hat sie so gefragt, so, ob der Annabelle jetzt noch halt was steigen lassen möchte und so ein Schmarrn. Und dann ist sie halt zu mir hergekommen und hat so gesagt, so, ja na, das ist mein Bub. Ich war gerade am Boy gedacht That's und my mit so Bub. Deutsch, that's my Bub. Und Alter, war das halt so gruselig. Und dann haben wir das halt erzählt, haben ihr noch ein Bier gegeben, damit wir ein bisschen besänftigen und dann sind wir zurückgegangen und dann auf jeden Fall den ganzen Weg zum Haus zurück haben wir uns umgeschaut und wir waren Ja. den ganzen Urlaub danach nicht mehr an dieser Tankstelle, obwohl da, Wir sind vorbeigefahren an der Tanke. Und dann haben wir geschaut. Ja. Es ist keiner da gestanden. doch, der Streetworker war noch da. Ja, that's my bro. That's the boy. Bin mit Einer dem von so. denen hat mir auf Facebook geedit.
Echt jetzt? Ja, Ach, das stimmt. der Wilbert Barnes. Der Typ hat wirklich Facebook-Bilder drin, also das muss ich echt später mal sagen, das ist so geisteskrank das aus. Gangbeutel. Nein, keine Gangbeutel, tatsächlich bloß Beutel, wie er versucht in einem Anzug zu posen und ausschaut wie so ein 3-jähriger Behinderter in einem viel zu großen Anzug. Geil. Das ist, ja, tut mir leid. Ich muss auch zur Wahrheit streiten. Na, und das war gruselig und so ein Scheiß und dann, ja. Mei, was haben wir denn sonst noch gemacht? Wir haben mal Brisket haben wir noch gemacht, das war noch geil. Ein bisschen was muss ich mir noch für den nächsten Podcast aufheben, weil der Maxi gesagt hat, er möchte jetzt auch noch. Ja, klar. Aber ich kann nur sagen, 3 von uns haben sich tätowieren lassen. Mehr sage ich nicht. Oh, Spoiler für die nächste Folge, wo der Martin und der Maxi dabei sein werden, hoffe ich. Kann man einrichten. Kann man einrichten. Kann man einrichten. Also, falls ihr den Rest von unserem LA-Trip, ich weiß, es ist ein schlechtes Ende, aber eigentlich ist es das perfekte Ende, weil die perfekten Enden sind Euwe mit einem Cliffhanger. Das heißt, wenn ihr mehr über unsere LA-Reise erfahren möchtet, dann schaut euch erstens unseren Trailer aus. Entschuldigung, schaut euch erstens unseren Trailer an, der morgen rauskommt. Und dann auch den Vlog und unsere Podcasts. Dann kriegt ihr alles mit, was in LA passiert ist. Wer mit wem gefickt hat, das sagen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, das sagen wir auf OnlyFans. Und zeigen es auf OnlyFans. Alter, es gibt auch noch Videoclips, ja. Genau. Sehr oft wurde dieser Mann in den Arsch gefickt. Während ich geschlafen habe. Während du geschlafen hast, jetzt nehmen wir nochmal einen kräftigen Schluck und machen nochmal eine Abmoderation und dann nächstes Mal, oder? Nochmal einen kräftigen Schluck. So. Ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Woche. Martin, danke, dass du da warst. Gerne. Und natürlich, wie immer, einen guten Rausch. Also, sauft's zu viel. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, zwischen Maß und Mikro. Habetiere. Prost. Ugh.